Freunde, ich war letztens in der Therme und habe so fest an euch denken müssen. Ich war da in dem Ruheraum und bin auf meiner Liege gelegen und habe gelesen. Und auf einmal hat in der Ecke hinter mir so ein älterer Typ angefangen, ultra zum Schnarchen. Und das fand ich erst noch süß. Ich habe gedacht, mei, dem geht's gut, der schnarcht. Aber dann hat er angefangen, im Schlaf die brachialsten Schers aussehen zu machen, so richtig laut. Warum genau hast du dann uns gedacht? Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile schon 4. Folge vom Wellensittich-Stammtisch. Liebe Wellensittiche, ja, wir nennen euch jetzt einfach so, kommt's klar damit. Wir sind Anja. Servus. Dres. Hi, servus. Und ich bin Verena. Und wir kommen jeden Donnerstag in euren Ohren innen drin. Das klingt so falsch. Sorry. Das ist eine andere Nummer, wo wir das machen. Wir sitzen in euren Ohren. Da müsst ihr woanders anrufen. Naja, wie auch immer, was ich sagen wollte. Merci für euer ganzes Feedback. Diese Körnchen, die ihr uns da seit ein paar Wochen immer wieder hinschmeißt, sie schmecken uns richtig, richtig gut. Und da wollten wir uns ganz herzlich bei euch dafür bedanken. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube. Wir lesen sehr, sehr gern eure ganzen Kommentare durch und euer Feedback zu den Folgen. Und was uns auch ganz, ganz gut schmeckt, sind 5-Sterne-Bewertungen auf sämtliche Podcast-Plattformen. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann jetzt sofort auf die Folge klicken und sofort 5 Sterne raushauen. Damit hilft sie uns auch sehr, sehr weiter, dass immer mehr Menschen von diesem wunderbaren Podcast erfahren. Vielen Dank. euch. Dankeschön. So, und vielleicht zum Einstieg. Wir haben letzte Folge ja unsere Kindheits-Ich so richtig auflaufen lassen. Und jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Deswegen darf ich gern sagen, dass uns jetzt immer noch unangenehme Sachen manchmal passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das unsere Kindheits-Ich beruhigen darf, aber gut. Gibt's was Peinliches, das euch im Erwachsenenalter passiert ist? Ich war mal auf Hochzeit und dann war das Kuchenbuffet in einem separaten Raum. Warum bin ich jetzt schon lustig? Ich finde auch frech, dass der Kuchen einen separaten Raum hat. Naja, auf jeden Fall bin ich da über so Stufen gestolpert und bin hingefallen. Und dann konnte ich nicht mehr aufstehen, weil ich mit meinen Fiers auf meinem Rock vom Dirndl stand. Also ich habe einen langen Dirndlrock auch gehabt und es ging nicht. Und 1000 Menschen haben mir die Hand gereicht und wollten mich aufheben, aber es ging nicht, weil ich stand ja auf meinem Rock. Und dann musste ich halt erst den Rock so unter meine Schuhsohlen rausziehen, weil ich konnte ja auch da so im Knirgeln, oder nicht im Knirgeln, in der Hocke, konnte ich da auch nicht. Ich konnte nicht aufstehen, ich konnte meine Fußsohlen nicht lupfen und musste dann also den Dirndlstoff rausoperieren, damit ich wieder aufgekommen bin. Das fand ich sehr unangenehm. Ich hätte so gerne ein Video davon. Das hat mich gerade sehr, sehr gefreut. Ich habe großes Mitleid mit dir. Es tut mir sehr leid, dass dir das passiert ist, aber ich hätte auch nicht helfen können. Ich war wahrscheinlich daneben gestanden und hätte meine Dosenbier. Ich hätte nichts anderes von euch erwartet. Oh Gott. Deswegen mögen wir uns wahrscheinlich so gern. Ich hätte es aber eigentlich nicht anders gemacht. Danke. Ja, schön. Res, hast du auch irgendwas? Ich kann jetzt leider nicht so einen Banger liefern mit Verena, aber ich habe aktuell eine Situation, vor der ich Angst habe, dass mir peinlich werden kann. Ich war noch nie allein auf einem Konzert und ich möchte aber so dringend hin, weil das ist einer von meinen Lieblingsmusiker, der morgen auftritt in München. Und ich habe aber niemanden, mit dem ich da hingehen kann. Also werde ich wahrscheinlich morgen das erste Mal in meinem Leben allein auf ein Konzert gehen. Und ja, das ist mir jetzt schon peinlich, dass ich da allein stehen werde. Obwohl es wahrscheinlich alle scheißegal sein wird. Aber ich habe ein bisschen ein kleines Schamgefühl in mir drin. Mal schauen, ich werde es euch erzählen. Ich glaube an die. Ah. Ja, ich glaube auch, dass das Sehr dann cool. wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist. Aber ich
ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es ist schon unangenehm. Auf eine Ja. Art. Aber Ja. bis man dann merkt, dass man keiner beobachtet. Also ist doch wurscht. Ja. Und ihr seid ja alle Fans von dem Künstler, von dem her ist man ja dann doch irgendwie eine Gemeinschaft. Ja. Aber hast du noch einen Banger, Anja? Berichte uns auf jeden Fall. Na, ich habe auch selber noch mal drüber nachgedacht, aber ich habe ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ich mich im Erwachsenenalter eigentlich fast nicht mehr schäme. Oder zumindest nicht auf Kindesniveau schäme. Mir ist spontan was Peinliches eingefallen, und zwar habe ich mal gekellnert bei einer McDonalds-Spendengala, noch lange vor meiner Musikkarriere. Und da waren lauter Promis da und ich bin am Mark Terenzi sauer auf den Fuß gestiegen und er hat sich dann bei mir entschuldigt. Oh Gott. Und da war ich sehr, sehr peinlich berührt. Aber das ist jetzt auch verstehe nichts Tragisches, aber das war halt so ein ganz stiller Service. Also da solltest du überhaupt nicht auffallen. Am besten solltest du nicht einmal mit den Leuten groß reden. Also hier ein kein Scherzchen machen oder so oder keine Ahnung was. Also einfach total unauffällig sein, so ein Weihnachtschenkding. Und dann tritt ich dem Typ voll auf den Fies und ich war auch ein Fan von ihm. Naja, aber das ist jetzt nicht so ein krasser Banger. Zeit. Ja, eben. Ja, gut. Schön. Dann jetzt ein kleiner Themawechsel. Und zwar sind wir ja mitten in der Adventszeit. Jetzt würde mich natürlich interessieren. Was wünscht ihr euch zu Weihnachten? A Pony. Oh. Das finde ich schön. Ich hoffe, du kriegst das. Ja, ich hoffe auch, dass ich uns kriege. Res, was wünschst du zu Weihnachten? Das ist sau unsympathisch jetzt, aber ich möchte einfach nur mal Ruhe. Ich habe in den letzten Wochen so einen Stress Fühle, Bruder, fühle! und ich möchte zu Weihnachten einfach nur mal Ruhe. Ja, da gibt es irgendein Los Pedalos-Lied, wo der halt auch singt, hätte ich 3 Wünsche frei, dann war das 3-mal mehr Ruhe. Und an das habe ich in letzter Zeit sehr oft gedacht. Ja. Ich glaube, das ist Das sogar einer liebe ich. Weihnachtssong. Müsst ihr mal auschecken, Leute. Was wünschst denn du dir zu Weihnachten? Ich wünsche mir zu Weihnachten, dass der AMÖ endlich öffentlich zugibt, dass Dres nur eine bedeutungslose Affäre ist. Und dass er nur mit mir eine Kasper-Zukunft sieht. Das wünsche ich mir. Sonst Das nichts. nimmst zurück. Ich lieber, dass du gesagt hast, dass Stress eine bedeutungslose Affäre ist und Ja. nicht wahr. Naja, schaust du, ist ja klar, dass er mal einmal drüber rutscht. Aber mei, für mehr Ja, verstehe. Das ist eine Kann ich auch Frechheit. nicht nachsagen. geht's denn wird daheim, AMÖ. Kasbrot gegessen wird da. Ja, schön, das freut mich. Ich wollte euch an der Stelle auch noch einen Wunschzettel von mir vorlesen. Wie gesagt, ich habe jetzt mein Tagebuch vergessen. Aber ich weiß ihn Gott sei Dank auswendig. Den habe ich mit 12 geschrieben. Und zwar habe ich mir gewünscht, ein Mikrofon, ein Riesentrampolin, dass meine Brüste schneller wachsen. Hey, Hat er dann als Christkindl schnell wachsende Brüste gebracht oder war das dann ein unerfüllter Wunsch? Ich glaube, das ist da 2 Jahre spät gekommen mit dem Thema, aber es kam noch. Also so schnell. Ja, Christkindl haben halt auch viel zum Tor, die können nicht jeden Wunsch an jedem Ja. Weihnachten dann gleich erfüllen, Ja. die haben halt auch eine Wartezeit. Ja, dafür habe ich ja ein Riesentrampolin und ein Mikrofon irgendwann mal gekriegt. Daher. Ich habe eigentlich alles gekriegt, Ja. ich kann mich nicht beschweren. Wahrscheinlich hat sich das Christkindl gedacht, trainier du erst einmal dein Blasen auf dem Riesentrampolin und dann können wir über Brüste reden. Ja, da ging es ja noch. Ich weiß auch gar nicht, wann das passiert ist. Also irgendwann in meine 20er bin ich mal auf ein Trampolin dann wieder gestiegen, obwohl ich das früher jeden Tag gemacht habe in meiner Jugend. Und habe mir gedacht, oh, bei jedem Springer so, oh nein. Da war ich so mit so einem kleinen Kind drauf, da konntest du nicht sagen, ich gehe sofort wieder runter, versuchst so ein bisschen mitzuspringen. Bei jeder Erschütterung kommt wieder ein Tripfel raus. wirklich, ihr solltet das trainieren, meine Freunde. Das ist nicht normal. Das haben viele das.
beim Trampolinspringen. Das mir nichts verzeihen. Aber das war nichts, was ich vorher irgendwie gewusst hätte. Also es war keine Info. Ich finde, es war keine Allgemeininfo. Ich bin aufs Trampolin gegangen und es war auf einmal einfach da und ich habe dann mit meinen Freundinnen darüber geredet und die haben gesagt, ja, bei mir ist das auch so. Ja, siehst. Ach ja, schön. Dann würde ich euch gerne fragen, weil ich war noch nicht auf dem Christkindlmarkt, Schande über mein Haupt. Wie viel Glühwein braucht ihr, bis ihr nicht mehr reden könnt? Ich trinke gar nicht so gern den klassischen Glühwein, muss ich sagen. Wenn ich auf den Christkindlmarkt gehe, dann trinke ich meistens so einen Kaba mit Schuss, irgendwie mit Baileys drin oder Rum oder wie auch immer. Und da gelangen 2. Also ich finde, alle heißen Getränke mit Alkohol drin, das ist wie Sekt, das fährt mir sofort in die Füße und in den Kopf und ich denke, jetzt ist Achterbahn. Jetzt mal langsam. Ja, also 2, würde ich sagen. Okay. Du, Fredi? Ja, geht man also mit heißen alkoholischen Getränke, dass die schneller reinfahren. Ah ja, ein paar Glühwein ginge schon. Es ist immer nur, also meistens bleibt es nicht bei Glühwein, man kombiniert es ja nur mit Stamperl. Oft. Echt? Also bei unserem Weihnachtsmarkt gibt es immer einen Wintertraum. Das ist auch ein warmer Schnaps. Der schmeckt ein bisschen wie Apfelstrudel und hat halt so ein Sahnehäubchen und Es klingt irgendwie gut, aber es klingt so, als wäre es ein Umbringer. ja, das geht eigentlich. Okay. Aber was mir mal passiert ist, ich war mal mit meiner Sauffreundin Karin bei einem Glühweinstand bei ihr im Dorf. Und ich hab gemeint, weil die schenken da auch einen Orangenlikör aus, der wiederum von der Schnapsbrennerei von meinem Dorf kommt. Das heißt, ich kannte dieses Teufelsgesöff und der hat den Namen Likör einfach nicht verdient, weil der für einen Likör unnatürlich blind macht. Mir wurde dieser Likör auch schon gegeben. Dieser Likör. Ja. Dieser Likör ist ja eigentlich, glaube ich, nur dafür gedacht, dass man Leute, die den nicht kennen, damit abfüllt. Ja, liebe Grüße an deine Familie nochmal. Danke, dass ich euch gekriegt habe. Hast du mehr getrunken von dem nah, oder? Doch an deinem Geburtstag sind sie dahergekommen. Das ist ja nur ein Likör. Ja, aber wie viel hast du genommen? Ich weiß nicht, aber ich weiß das eh. Deine Geburtstage enden doch Okay. immer gleich, dass wir zwar irgendwann noch saubsuffen im Wohnzimmer tanzen, während alle weg sind. Also wer ja ein paar drunter Das ist haben. wundervoll. Naja, auf jeden Fall ist der sehr hinterfutzig, weil der erst wärmt er die ganze Zeit so schief von innen und von einem Stamperl auf das nächste bist du komplett out of order. Und dann war ich da in diesem anderen Kaff am Glühweinstand und irgendwas in mir drin hat gemeint, dass ich, weil ich diesen Likör ja kenne, dass ich immun gegen den bin. Ich war aber leider nicht immun gegen den. Und ich habe trotzdem die ganze Zeit einen nach dem anderen getrunken, weil ich habe da noch nicht so viel Leute kennt. Und dann habe ich die Strategie gefahren, die du, Anja, auch immer sehr gern fährst, nämlich sich in die Herzen von anderen Leuten saufen. Hey, das ist keine Und das wollte Strategie. ich da machen. Das passiert einfach. Und dann habe ich da sehr viel Orangenlikör zum Glühwein dazu getrunken. Mit meiner Sauffreundin Karin, mit der immer sehr viel Räusche passieren. Grüße an dieser Stelle. Ich weiß nicht, warum das immer nur mit der ist, aber Ich möchte einmal mit der Karin vorgehen. Ja, und ich möchte mal, dass Karin weiß, wie eifersüchtig Anja und ich auf sie sind, weil alles, was wir wollen, ist Verena mal besoffen zum Erleben, so richtig besoffen, weil das ist ewig her, dass du in unserer Gegenwart besoffen warst. Und Karin erlebt die anscheinend dauernd in diesem Zustand und ich finde es frech. Ich finde es frech. Ich komme hier noch an einen schönen Rausch von der Verena erinnern, Res. Da warst du indirekt dabei, weil du warst halt an dem Abend mit uns im Lobo in Waldkirchen. Grüße gehen raus nach Niederbayern. Und ich hatte da einen Auftritt oder im Nightlight, ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht war es im Nightlight. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall Grüße nach Niederbayern. Das ist eine Diskothek und ja, da verstehen wir uns gut mit dem Besitzer und mit dem DJ. Und da artet es manchmal ein bisschen aus dann. Und bei der Verena ist es manchmal so, dass die eine schütt und eine schütt und eine schütt und man merkt überhaupt nichts. Und plötzlich dann, wenn wir schon im Hotelzimmer sind, wenn ich denke, naja, war jetzt halt gar nicht besoffen, Verena, kriegt diese Frau auf einmal einen Lachkrampf und hört nicht mehr auf. Das schlagt immer sehr spät ein, Resa, ja. Du musst einfach, du musst warten. Ja, ich merke Ja. schon.
Ich darf euch an dieser Stelle, und dafür mache ich jetzt gleich Werbung fürs YouTube-Video, ihr könnt euch diesen Podcast nämlich auch auf YouTube geben, blende ich euch jetzt ein Video ein von diesem Abend, den ich gerade morgen, wo die Verena so eine gute Zeit gehabt hat im Hotelzimmer. Da hat die nämlich auch eine kleine Überraschung, eine kleine erotische Überraschung für die Verena. Also schaut es jetzt mal auf YouTube, da kommt das. Der Klick ist wert. Verena, was ist? Ist irgendwas komisch? Du dummes Arschloch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Was? Ich weiß nicht, was du hast. Ich schaue in dein Skript und sehe mich im Spiegel. Verena, findest du das auch so schier, wenn Frauen so saufen? So schier, wenn Frauen so saufen. Oh nein. Wieso schierst bei dir eigentlich der Alkoholpegel seit neuestem in Hotelzimmern ein? Weiß ich nicht. Das war letzte Woche auch schon so. Ja, das stimmt. Da waren dann auch ruhige Minuten, da kannst du ballern. Währenddessen kickt nur der Dings. Was? Ja, da ist der Adrenalin noch sehr hoch. Und wenn man ins Bett geht, dann geht er runter. Also Resbert, ich habe gerade, während ich mich mit der Vreni unterhalten habe, gemerkt, dass ich immer besoffener im Bett werde. Dann setzt der Lallinger ein. Weil so, ich bin so miert. Und ich habe gedacht, ja, sie ist halt miert, verstehe ich. Ja, Und auf einmal hat es zum Lallen jetzt gerade angefangen im Bett. Oh, Da wollte ich dich nur teilhaben lassen. ja, Hast du eine Botschaft für den Rest? na. Theresa, wo bist du? Da ist die Ritze, da sollst eigentlich du liegen. Da darfst du perfekt Doch. reinpassen. Da kehren deine Hüften hin. Da hatten sie eine Antwort gekriegt. Gute Nacht, Resbert. Na, Wie Ostern. Aber wie viel Glühwein vertragst du, Anja? Korn. Also, ich kann tatsächlich, glaube ich, nach 1,5 auf jeden Fall nicht mehr reden. Das ist echt gar nichts für mich. Das Getränk, was ich auch gern trinke, ist Kinderpunsch mit Rum, weil Rum vertrage ich ja gut. Oder bitte mir zumindest ein. Das ist ja mein Go-To-Getränk. Aber Glühwein, da haut es mich komplett weg. Das haben wir letztens wieder bei Freunden getrunken und ich war dann die Einzige, die wo dann total auftrat war. Und ich wollte unbedingt nur ein Spinnradl fahren und alle haben gesagt, na, wir sind vernünftig. Und aufgeregt habe ich mich, aber dann war ich sehr froh, als ich im Bett war. Ich mir gedacht, recht haben sie gehabt, die vernünftigen Da hätte ich Leute. mich auch ohne Glühwein aufgeregt. Das ist ja furchtbar, gell? Wenn man zu Freunden dann sagt, hey, ich will ein Spinnradl und dann sagen die alle, na. Oh, Carina ist traurig, weil sie das letzte Mal zu uns gesagt hat. Aber sie wollte dann am Donnerstag mit uns gehen und das ist halt eine Bar, die am Donnerstag sehr, 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 sehr dicht besucht ist. Man kann sich da nicht mehr bewegen drin und das ist mein persönlicher Albtraum. Aber Vreni war on fire gewesen. Naja, Ich wäre ein Feier gewesen, ja. Schade, schauen wir schon mal wieder vorbei. müssen wir. Was bestellt ihr denn so generell auf dem Christkindlmarkt? Jetzt mal alkoholische Getränke ausgenommen. Ich esse ganz gern Kirchal. Mhm. Finde ich geil. Und halt eine Leberkasse. Also Apfelkirchel oder was meinst du? Nein, normale Auszunge. Auszunge. Was Kirchal bei uns? Was ist das bei euch Auszunge? Das war's bei uns Auszunge, deswegen war ich irritiert. Okay. Und was weißt du, Res? Ich bin gerade total überrascht, dass es Leberkäse auf dem Christkindlmarkt gibt. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass da Leberkäse gibt. Also ich kenne Bratwurstsemmeln, aber Leberkäse Kenn ich ist mir, glaube ich, noch nie begegnet. Aber was ich am allergeilsten finde, ist Käsebrot. Almöhi. Ich bin die Richtige für die nämlich. Es gibt so einen Stand auf dem Christkindlmarkt, auf den ich gern gehe, wo so ein riesiger Käseleib ist und der wird mit so einer Wärmelampe angestrahlt und dann wird Geil. der geschmolzene Käse auf eine Scheibe Brot runtergezogen mit so einem Messer und da dann Pfeffer drauf und Preiselbeermarmelade. Oh, was will ich mehr? Boah, Nix. Das klingt richtig geil. Das ist mega geil, ja. Aber was bestellt sie die Besoffene, Res, ist die Frage. Ja.
Ihr müsst nämlich wissen, liebe Wellensittiche, dass Dres sehr lang vegan gelebt hat, aber dass es eine kleine Ausnahme gegeben hat, und zwar immer dann, wenn sie einen Saurausch gehabt hat. Weil dann ist sie nämlich auf Malle die XXXL Bratwurst-Semi bestellt worden. Und da gibt es immer nur ein legendäres Foto, wo sie einen Händelhut auf hat und diese Metter Bratwurst-Semi in der Hand. Das war schön. Das war wirklich schön. Ja. Es ist sie einmal sehr, sehr vehement beschwert worden, als wir nach dem Saufen Salamitoast gegessen haben, Anja und ich. Und sie kriegt keinen, es kriegt keinen. Und dann haben wir ihr einen gemacht. Und sie hat sich am nächsten Tag wieder beschwert, dass sie keinen gekriegt hat. Und es kam dann raus, sie hat den Salamitoast auch nicht gegessen. Nein, er lag hinterm Bett, weil sie war nicht mehr fähig, den zu essen. Ich habe die Hälfte gegessen. Davon gibt es auch Fotos von diesem abbissenen Salamitoast. Aber ja, so wie du mich da beschreibst mit diesem Händelhut und der XXL-Bratwurst, genauso kannst du mich auf dem Christkindlmarkt antreffen. Nach 2 Kaber mit Schuss stehe ich da, halbe Meter Bratwurst in der Hand und bin einfach nur glücklich. Das passt leider nicht, also ja, meine Moralvorstellungen werden da ausgeschaltet, sobald Alkohol diesen Körper berührt. Das ist ein bisschen bedenklich und ich finde es auch echt nicht gut, aber was möchtest du machen, gell? Ja, an der Stelle habe ich gerade auch wieder dran gedacht, dass mir mein Bruder einfach das Jahr 14 eine Salami gestohlen haben, die er gewonnen hat. Die hat er im Verena einfach weggenommen. Er hat es mal freiwillig gegeben. Freiwillig, ihr wisst es alle. Verena hat zugeschlagen und der Bruder von der Anja hat es gewusst. Und Verena klaut. Man muss sagen, die Salami war sehr geil zur nächtlichen Brotzeit. Gell? Da habt ihr auch profitiert, sowas nicht. Ja. Und wir haben ihm die restliche auch am nächsten Tag dann wieder zurückgegeben. Die angeschnittene halt. Aber es war immer nur sehr viel. Aber wie sie dann einfach den restlichen Abend mit der Salami in der Bar gestanden ist, das müsst ihr euch empfindlich vorstellen. Ja. Ich habe sie behütet in meinen Armen. Ja. Das ist so schlimm. Wenn wir da dabei sind, dann würde ich gerne noch eine andere Geschichte erzählen. Und zwar, wir haben es ja gerade schon gehabt von Verenas Geburtstage. Der letzte Geburtstag, auf dem wir gemeinsam waren. Da waren wir quasi die Schlusslichter, die heimgegangen sind. Und es gab eine Riesenbrezen auf deinem Geburtstag, Verena. Das war sehr schön. Und von dieser Brezen haben wir uns eine Wegzehrung mitgenommen. Die war belegt, muss man nur sagen. Ja, genau. Also so eine Riesenbrezen und da war halt Salat und Käse und Wurst und Tomaten, Eier, alles Mögliche war da drauf. Und Anja hat die Brezen sehr, sehr vehement verteidigt gegen uns. Jedes Mal, wenn ihr Verena auf dem Heimweg ein bisschen zu nahe gekommen ist, hat Anja angefangen zum Beinen. aber ein bisschen ein aggressiver Hund. Nicht so ein bisschen wow. Das war schon, da war Hass dahinter. Ja. Man hat auf alle Fälle gewusst, wenn man noch näher hingeht, dann beißt es. Ich hätte es nicht riskiert, ja. Ja, für mich muss man ein bisschen mehr Steuern zahlen als wir für andere. Aber wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema. Ich möchte gerne wissen, leid. was du snackst auf dem Christkindlmarkt, Anja. Ich ist meistens ein Dünnerle. Kennst du das? Nein. Das ist so ein Teigbrot, keine Ahnung. Und da drauf ist halt dann so Schmand und Kartoffeln mit Käse überbacken und es ist halt mega heiß und das ist halt sowas, auf was man sich freut. Und dann beißt man eine und dann verbrennt man sie seinen kompletten Gaumen und dann denkt man sich, warum bin ich so ein dummes, gieriges Schwein? Und dann schmeckt man danach nichts mehr, weil alles brennt. Und darauf freue ich mich auch wieder. Das werde ich immer wieder bestellen und ich werde wieder schnell reinbeißen. Ja, man muss an Traditionen festhalten. Das stimmt. Dann eine andere Frage. Klappt's ja nur ans Christkindl? Ja, es bringt mir heuer ein Pony. Ich habe letztes Mal ein TikTok gekriegt, das habe ich, glaube ich, weitergeleitet, oder? Wo irgendwie so einer mit die Ski unterwegs war und dann so, die Ausrüstung hat bestimmt der Papa bezahlt und dann, nein, das Christkind, du Keck. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch, dass Christkind mir dieses Jahr eine Skiausrüstung bringt, das wäre schön.
Aber wie lange habt ihr ans Christkindl geglaubt? Vielleicht so bis zur 3., 4. Klasse. Länger nicht. So lang. Ja. Ich habe sehr viel Fantasie gehabt als Kind. Und ich habe mir das auch immer gewünscht, dass das wahr ist. Ich weiß auch, dass ich dann irgendwann schon so leicht gewusst habe, okay, so ganz stimmen kann es nicht, aber ich wollte, dass es stimmt. Ich habe da sehr lange drauf festgehalten. Süß. Gab es so ein Erlebnis für euch, wo ihr dann gedacht habt, so, also als man schon so am Zweifeln war, wo ihr dann gedacht habt, so, vielleicht ist doch wahr. Meine Eltern waren immer sehr, also die haben es irgendwie immer geschafft, dass die heimlich irgendwelche großen Sachen aufgebaut haben. Also zum Beispiel habe ich mal einen Sattelschrank gekriegt, der dann halt im Pferdelstall stand. Und ich war noch, bevor ich reingegangen bin, also ich war im Stall draußen und dann bin ich reingegangen und dann war Heiligabend. Und ich war ja da noch bei den Pferden und da war nichts. Und dann war halt Bescherung ganz normal und alles. Und irgendwann haben sie dann gesagt, Ferdinand, du musst noch mal rausgehen, weil an Weihnachten um Mitternacht da reden die Tiere ja miteinander. Das ist so eine Okay. Sage. Das habe ich noch nie gehört. Süß. Und da muss man in den Stall gehen und muss einer zuhören, so ungefähr. Und dann haben sie, und ich war die ganze Zeit so, was soll die Kacke? Und dann haben sie es aber geschafft, dass ich hinausgegangen bin und geschaut habe, ob ich die Tiere reden her. Und dann stand dieser Sattelschrank in der Stallgasse halt. Und das fand ich dann schon Wahnsinn, wie der da hingekommen ist. Weil ich ja, wie gesagt, vorher noch dort war. Also da war ich dann schon ein bisschen irgendwie mysteriös. Aber ich habe auch eigentlich sehr früh schon am Christkindl zweifelt. Und das hat eigentlich angefangen damit, dass ich am Nikolaus zweifelt habe. Weil bei uns war immer einer da, der hat die Buchhaltung gemacht und den habe ich halt kennt. Das war der Xari und der hat so richtig, ja, so eine, wie sagt man, so eine knollige Nasen hat der gehabt. Einfach, das war so ein Merkmal in seinem Gesicht, das nicht zu übersehen war. Und der Nikolaus hat genau die gleiche Nase gehabt. Und da habe ich schon immer verzeiht, dass der Nikolaus die gleiche Nase hat wie der Xari. Und da war ich schon sehr früh misstrauisch. Und dann haben sie tatsächlich auch im letzten Jahr, wo der Nikolaus gekommen ist, jemand anderen genommen, damit ich den nicht kenne. Und auch da habe ich dann natürlich auch angefangen, am Christkindl zu zweifeln, weil mir das alles komisch vorgekommen ist. Oh, das finde ich aber sehr süß, Vreni, dass du da, und auch sehr klug, dass du das durchschaut hast. Weißt du, wie war es bei dir? Gab es da irgendwas, wo du zweifelt hast oder wo du dir dann doch wieder sicher warst? Also, was mich relativ lang daran glauben hat lassen, war die Tatsache, wie meine Wunschzettel immer verschwunden sind. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber bei mir war es so, ich habe einen Wunschzettel geschrieben und den habe ich dann ausgelegt und das Christkindl holt den dann quasi ab. Und ich habe immer in der Kirche gewartet vor diesem Fenster und auf einmal war der Zettel halt immer weg. Und das, Okay. da habe ich dann immer gedacht, keiner war draußen. Ich habe die ganze Zeit diesen Zettel beobachtet. Ich war vor dem Fenster, wie ist das passiert? Das weiß ich auch bis heute nicht, wie meine Eltern das gemacht haben. Also du hast nicht gesehen, wie er wegkommt, sondern nur, wie er weg Nein. ist. Genau. Mein Kind hat jetzt auch nicht so die Aufmerksamkeitsspanne. Ich werde wahrscheinlich schon mal aus dem Raum gegangen sein kurz oder keine Ahnung, Ja. mal aufs Klo oder was weiß ich. Und dann war er weg. Aber Cool. was mich schon immer misstrauisch werden lassen hat, war die Tatsache, dass meine Oma nie mitgegangen ist in die Kirche. Also wir sind vor der Bescherung immer alle in die Kirche und Oma hat immer gesagt, na, sie bleibt da, sie macht das Essen. Und das war immer so, das Essen. Echt? War bei euch nicht, oder war bei dir nicht das Wohnzimmer zugesperrt? Das war bei uns in der Früh schon immer zugesperrt und das Schlüsselloch zugebaut. In der Früh schon, nein. Also bei uns muss man durchs Wohnzimmer auch durch, dass man in die Kirche kommt. Es war gar nicht möglich, das den ganzen Tag abzusperren. Okay. Aber wenn wir dann zurückgekommen sind von der Kirche, war es immer abgesperrt. Und es ist erst aufgesperrt worden, weil wir von drin dann ein Kleckerl gehört haben. Ja. Und die Oma war halt dann komischerweise auch schon immer im Wohnzimmer. Und das war was für mich nicht so ganz zahnpasst hat. Ja. Wie war das bei dir, Anja? Ja, ich fand es halt immer so bewundernswert, dass ich mit meinen Eltern beieinander war. Also ich habe gar nicht gedacht, dass das irgendeine Oma machen kann oder so. Dass ich gleichzeitig mit denen Zeit verbracht habe und dann waren da Geschenke da. So, da habe ich mir gedacht, krass. So, wir sind spazieren gegangen, wir sind schnell zum Eisplatz gegangen, Schlittschuh fahren und dann kommen wir zurück oder halt in die Kirche und dann sind da Geschenke. Und ich dachte, also die waren ja die ganze Zeit an meiner Seite, das kann ja nicht sein. Und einmal weiß ich auch noch, da war ich mit meinem Bruder in seinem Zimmer
Und dann haben wir so aus dem Fenster geschaut und dann hat er gesagt, oh, da kommt das Christkindl. Und hat halt einfach auf einem Flieger gezogen, der halt so ein Blinklicht gehabt hat. Ein rotes. Süß. Aber ich war ja ein Kind, ich habe nicht gewusst, dass das ein Flieger ist. Und das Ja. hat sich halt auch noch auf uns zubewegt quasi. Und dann hat es kurz danach geklingelt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, krass. Jetzt haben wir das Christkindl gesehen. Oh. Ja, irgendwie schon lieb. Schön. Manchmal wünsche ich mir das, dass ich da, wo ich so klar war und da drauf gelandet hat und aufgeregt war und so. Und dass man auch so in Katalogen, habt ihr das auch gemacht, in so Spielzeugkatalogen, so alles durchgeschaut hat und alles angereißelt hat, was man vorhin hat. Voll. Geil. Ja. Das war so ein bisschen so wie, wenn man sich das immer, ich glaube, es war der Traum von jedem Kind im deutschsprachigen Raum mit deutschem Fernsehen, dass man mal bei dieser einer Show mitmachen kann, wo man dann am Ende durch den Supermarkt darf und sie alles in seinen Einkaufswagen rein da kann. Ja. Ja. Oh. So hat sich wie so ein Katalog für mich Das auch war geil. gefühlt, weil es war ja die Möglichkeit quasi, dass wenn ich das angreiße, dass es das dann das Christkindl auch bringt. Ja. Ja. Was ist für euch so das Beste an Weihnachten? Also kann jetzt früher oder aber auch jetzt sein. Dass einfach Pause ist. Mhm. Dass anscheinend so eine stille Übereinkunft der Menschen gibt, dass man sie an Weihnachten in Ruhe lässt. Und dass man da keine E-Mail schreibt und dass man da einfach sein Maul hält und jeder ist einfach für sich oder bei seinen Leid oder egal wo. Es ist einfach mal kurz Pause. Das finde ich schön. Ah, das finde ich gerade richtig schön. Das hast du richtig schön gesagt gerade, ja. Das ist ja das, was sie Therese auch zu Weihnachten wünscht. Ja. Genau. Ich glaube, deswegen finde ich das gerade so schön, weil man denkt, ja, wann endlich? Ich muss sagen, das Beste an Weihnachten ist, ich bin halt auch einfach ein verfressenes Arschloch, geil, aber das Beste an Weihnachten ist für mich, wenn die Gäste weg sind und man das Essen, was übrig ist, zum Abendessen snacken kann. Das finde ich das Beste. Unsozial ist er halt auch noch. Hätte, wenn die Gäste weg sind. Er teilt nicht sehr gern sein Kasbrot. Na, Ich merke schon. was ist bei dir, Anja? Also, was bei mir halt leider nicht ist, ist, dass eine Ruhe ist in der Musikbranche. Es ist leider an Weihnachten keine Ruhe in der Musikbranche. Da schreiben wir trotzdem Veranstalter. Ich muss trotzdem was dran tatsächlich. Ich muss Promo dran für meinen Abschießsong. Aber klar, trotzdem Heiligabend kommt man schon mal runter. Und was für mich das Allerbeste an Weihnachten ist, sind natürlich die Weihnachtsbänger. Wie Stille Nacht. Geiler Song. Das war mein Lieblingslied als Kind. Ich habe nämlich gedacht, das ist ein Einschlaflied. Also meine Mama hat das ganze Jahr über mit mir Stille Nacht auf Nacht singen müssen. Da wird Verena gleich wieder ultra sauer, aber das war bei mir auch so. Das war meine ganze Kindheit lang mein Lieblingslied. Und meine Eltern haben so Echt? gehasst, weil es im Sommer die ganze Zeit Stille Nacht, Heilige Nacht ballert worden. Ach, wie krass. Ja. Ja, cool. Ich hasse, wenn ihr zwei Gemeinsamkeiten habt und ich bin da außen vor. Es passiert nämlich öfter, dass ihr zwei Gemeinsamkeiten habt. Wir haben zum Beispiel auch manchmal gleichzeitig einen Scheidenpilz. Und ich darf nie mitmachen. Heute auch an. Es ist nicht so schwer, Verena. Nimm einfach ein bisschen Antibiotika und schon geht's dahin. Gab es bei euch schon mal so einen richtigen Fail an Heiligabend? Also, dass irgendwas passiert ist, was sie so die Eltern auf jeden Fall überhaupt nicht vorgestellt haben. Während ihr überlegt, kann ich euch nämlich da mal unseren klassischen Fail verzeihen. Ich glaube, dass das auch zweimal passiert ist. Ich kenne allerdings nur eine Videoaufnahme davon. Aber ich glaube, meine Eltern haben mir erzählt, dass das schon zweimal passiert ist. Weil wir hatten Kerzen, also echte Kerzen am Christbaum. Schön. Und es war so, oder Sternwerfer waren es. Und wir sind so eine in den Raum und es war voll schön, weil die Sternwerfer und Musik und Bescherung und keine Ahnung was. Und auf einmal hört man so, wie meine Mom sagt, du Prinz! Und dann hat einfach das Puppenbett, das sie mir schenken wollten, brennt. Nein. Oh, scheiße. Oh Gott. Vielleicht habe ich das Video noch, dann blende ich das jetzt auch gleich ein. Ja, das war super. Wie traurig warst du? Gar nicht, weil ich war noch so klar, das habe Okay. ich noch gar nicht kapiert, glaube ich. Okay, gut. Gab es bei euch auch mal irgendwie sowas?
bei uns gab es in der Kindermetten immer einen Engelschor, wo eigentlich alle Mädels aus dem Dorf, so alle Kinder halt mitgesungen haben. Und wir haben alle so Kerzen in der Hand gehabt, zwar schon mit so einem Schutz drumherum quasi, mit so einem Plastikkachel irgendwie, so Stabkerzen. Und es war aber trotzdem so, dass wir ja alle Engel waren. Wir waren, hallo Meißenberger, wir waren als Engel verkleidet quasi, also wir haben alle so ein weißes Gewand gehabt und halt Flügel. Und alle, die halt lange Haare hatten, haben die extra halt vorher eingeflochten gehabt, damit die dann schön wellig runtergingen. Und da wir alle Kinder waren und alle Kerzen in der Hand hatten, haben da jedes Jahr Haar brennt. Immer. Also irgendwann hat es immer gestunken und man hat immer gewusst, okay, jetzt brennt er wieder irgendwelche Haare. Jetzt brennt wieder ein Kind. Oh Gott. Ist das schlimm? Das hat gerade eine Erinnerung freigeschalten bei mir, weil wir haben im Kindergarten so einen riesigen Adventskranz gehabt. In der Mitte, so auf Kinderaugenhöhe ist der gehängt, in der Mitte vom Raum, mit so riesigen Stumpenkerzen. Und ich weiß, dass dort Anna irgendwann einfach mal brennt hat in der Früh. Weil wir haben die Kerzen, also wir haben immer gemeinsam die neue Kerzen angezündet, wenn es halt Montag war, nach dem Adventssonntag, und haben halt gesungen. Und Anna ist mit ihrem Wollpulli, ich weiß noch genau, wie der ausgeschaut hat, die hat so einen selber gemachten Wollpullover auch gehabt, wo auch so ein Weihnachtsmuster drauf war. Und die ist einfach zu nah hingegangen an den Adventskranz. Und die Kindergärtnerin hat davor schon immer gesagt, Anna, geh weg von den Kerzen. Auf einmal hat Anna brannt. Das war richtig schlimm. Weil das, also die Wolle, das war auch so, ich weiß nicht, das hat sofort alles brannt. Also das war nicht so ein bisschen, sondern es war sofort alles in Flammen. Also sie hat sich hoffentlich nicht weh, oder? Nein, es hat alles passt. Wir haben es dann, es ist auch wild, wir haben sie dann, aber das muss man, glaube ich, auch machen, in der Decken eingewickelt und am Boden gewurzelt, damit es aufhört zum Brennen. Also es klingt alles sehr lustig, aber es war sehr dramatisch. Also Ja. das war, ja. Das glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, so LED-Kerzen sind schon eine gute Erfindung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Ja. Fall. Besonders im Kindergarten. Ich darf nur einen Weihnachtsfail erzählen, gern, wenn ich Ja, darf. gern. Das war ein Heiligabend. Wir waren in der Kirche und haben gesungen und wir hatten unseren Hund dabei. Und es war alles sehr andächtig, alle Lichter waren aus, nur Kerzen waren an und wir singen so unsere Weihnachtslieder und auf einmal steht unsere Hündin Lia auf und speibt einfach. Ist einfach aufgestanden und hat uns vor die Füße gespielt. Und ja, ich glaube, das ist alles, was man über unsere Gesangskünste sagen muss. Dann sind wir heimgegangen. Naja. Was ja auch Fails sein können, sind ja Geschenke. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer wunderschönen Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fresse. Und zwar, da die heute gern von euch wissen, was waren die besten 3 Geschenke, die ihr jemals gekriegt habt oder verschenkt habt? Und die 3 schlimmsten Geschenke, die ihr jemals gekriegt oder verschenkt habt. Und muss jetzt natürlich auch nicht Weihnachten sein, kann auch allgemein sein. Frini, leg gern los. Okay. Ich starte bei den 3 besten Geschenke. Auf Platz 3 der besten Geschenke ist ein Geschenk, das ich gekriegt habe. Ich habe es sogar da, ich möchte es euch zeigen. Ja. Und zwar habe ich 2 sehr gute Freundinnen, die heißen Anja und Red. Oh, Und die haben mir mal ein T-Shirt geschenkt. Und zwar dieses. Beschreib's für unsere Zuhörer. Ja, mache ich. Es ist ein T-Shirt mit einem Pferd drauf, das in so Regenbogenfarben ist und mit Sternen drumherum. Und es steht drunter Pferdefreund, Pferd Rena. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, Keine Ahnung. aber ich bin auf einmal zum Pferd geworden in dieser Freundschaft. Ich war nicht mehr die Vreni, ich war dann irgendwann das Pferd oder Pferdi. Wenn ich Sport mache, bin ich Sportpferd. Wenn ich joggen gehe, bin ich das Rennpferd. naja, Also wie wir gibt sehr viele herausgefunden haben, bist du Variationen. jetzt anscheinend halt ein Resttyp. Haariges Viech. Ich hab gemeint, wegen der Pferdefresse, aber gut. Dazu muss man die letzte Folge kennen. Das stimmt wohl.
Ich hoffe, ihr habt mir das nicht wegen Pferdefresse gekriegt. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, da wollte man die eigentlich nur ärgern mit dem Geschenk. Das ist schön, dass du das zu schätzen gewusst hast. Ja, ich hab's immer noch. Es ist schon ein paar Jahre alt und sehr ausgewaschen. Naja, Das freut uns. dann auf Platz 2 der besten Geschenke ist ein Geschenk, das ich selber verschenkt habe. Über das haben wir heute sogar kurz schon geredet. Weil Dres und ich, wir haben eine sehr gute Freundin, die heißt Anja. Mm. Und der haben wir Unterhosen geschenkt mit unseren Gesichtern drauf. Ja. Und wir fanden das ein sehr würdiges Geschenk. Ja. Das hat Ja. mich ja sehr gefreut, tatsächlich. Gut. Gut so. Und ich finde es auch schön, dass du die tatsächlich tragst. Also das ist eigentlich das Beste dran. Ja. So nämlich. Und das überhaupt beste Geschenk Ja. ist auch ein Geschenk, was ich verschenkt habe. Weil Dres und ich, wir haben eine gute Freundin, die heißt Anja. Und die hat eine Fischphobie. Nein, das sagen wir hier nicht. Ihr Wichser. Schmorz in der Hölle jetzt war. Und es gibt auch Wir so können so Kalender. bösartig sein. Ich bin sauer. So Angelkalender, wo Typen so riesige Fisch in die Hände haben. Das sind Frauen. Das ist das Schlimme. Echt? Das ist ein Ach so. sexy Carb-Kalender. Okay, sexy Frauenkalender mit Fisch in die Hände. Auf jeden Fall wollten wir das nachstellen und der Anja schenken. Zuerst haben wir gemeint, wir fotografieren uns selber sexy im Bikini. Davon sind wir dann abgewichen, weil wir hatten eine bessere Idee, nämlich, dass wir zwei nicht die Personen sind, die Fisch in die Hände nehmen, sondern dass wir der Fisch sind. Das ist so widerlich. Und dazu haben wir hat Res in einem Fetisch-Shop eine Karpfenmaske bestellt. Wer hat den Fetisch? Ich reg mich so sehr auf darüber. So ein Gummiteilt, das was ich über den Schädel circa kenne. In Karpfenform. Und wir hatten auch nur eine zweite davon. Und das Allerschönste war, dass die Anja im Urlaub war und Dres auf die Katze aufpasst hat. Und wir dann auch noch das Shooting zu diesem Karpfenkalender bei der Anja daheim gemacht haben. Und dann hat dieser Karpfen sehr schöne Dinge erlebt. Er hat gekocht in der Anja ihrer Küche, er hat duscht in der Anja ihrer Duschen. Er hat in ihrem Bett geschlafen. Ja, stimmt. Das ist so schlimm. Das war das beste Geschenk, was ich jemals jemandem gemacht habe. Ich widerspreche. Das ist wahrscheinlich bei dir beim schlimmsten Geschenk auf 1. Ja, ich hab's vergessen, ich hab's verdrängt. Aber ja, aber du hast mich daran erinnert, es ist auf Platz 1 der schlimmsten Geschenke, die ich jemals gekriegt habe, weil das war einfach nur frech. Und mit den schlimmsten Geschenke bin ich wahrscheinlich schnell durch. Also auf Platz 3 der schlimmsten Geschenke, die ich jemals gekriegt habe, ist ein Gutschein von der Strickwarenzentrale. Den habe ich damals von meiner Oma gekriegt. Und die Strickwarenzentrale war auch ein Geschäft für ältere Damen, da ich sagen. Also da hat es wirklich nur so geringelte Strickpullover und sowas gegeben. Und ich war da eine Jugendliche, wo es ja auch einmal wichtig war, dass man cool ist und so. Also da hat es ja gar nichts gegeben. Da ist dann meine Mama mit mir in das Geschäft und es gab da auch für die Mama nichts. Also selbst dafür was. Oh nein. So unmodern Oh alles. nein. Und dann war aber die Verkäuferin echt eine Maus, weil die hat dann tatsächlich diesen Gutschein zurückgenommen und hat uns den 50er gegeben. Boah, ist das nett. Und hat nämlich gesagt, na, da gibt es wirklich nichts für Jugendliche. Also das versteht sie. Oh. Das war Das ist echt Lieb. süß. also danke nochmal dafür. Auf Platz 2 der schlimmsten Geschenke ist was ich selber verschenkt habe. Und da habe ich es quasi, also die Oma und ich, wir haben uns da nichts genommen, weil ich bei uns am Weihnachtsmarkt immer am Losstand gelost habe und da gab es halt auch immer so alten Scheiß einfach auch zu gewinnen und ich habe da immer so sowas wie so eine alte Eierplatte oder so gewonnen. Und das war dann schon immer in so uralte Verpackungen, wo du gewusst hast, das hat irgendwer von seiner Großtante aus dem Speicher geholt, was halt 1980 einmal in war. Und das habe ich dann
Ich habe das immer der Oma geschenkt. Vielleicht war der Strickwarenzentralen Gutschein auch ihr Rache an mich. Das klingt ein bisschen Dass so. ich ihr immer die Losstandscheiße geschenkt habe. Schön. Und Platz 1. Das schlimmste Geschenk, was ich jemals gekriegt habe, finde ich nach wie vor die größte Frechheit, die mir jemals passiert ist. Putzlumpen. Was möchtest du mir sagen mit Putzlumpen? Hast du gemeint, ich freue mich über Putzlumpen? Wer hat das Nein, geschenkt? das möchte ich nicht sagen. Das ist ja frech. Ja, das verstehe ich. Das kam aus der Verwandtschaft. Reis, was sind deine Top 3 und Flop 3 Geschenke? Ich starte auch mit den 3 besten. Ich weiß nicht, ob ich so eine Ranglisten habe wie du. Doch, habe ich schon. Das Coolste, was ich jemals gekriegt habe, waren Konzert- bzw. Festivaltickets. Ich liebe Konzerte, ich liebe Festivals. Und ich habe zu meinem 18. Geburtstag Splash-Karten geschenkt gekriegt. Und das ist ein Hip-Hop-Festival in Deutschland, ein ziemlich groß. Und da wollte ich schon immer hier. Und ich habe mich so drüber gefreut, weil ich ja null damit gerechnet habe, dass ich diese Karten geschenkt kriege. Und es war voll die Überraschung. Ich war mega happy. Das ist mein unangefochtene Top 1. Weiß auch nicht, ob das noch mal jemand schlagen kann. Es war so es hat mich so aus dem Nichts erwischt. Das war richtig schön einfach. Schön. Auf dem 2. Platz war ein Tattoo-Gutschein, den ich von meinem besten Freund geschenkt gekriegt habe. Es war sehr süß, weil er mir nicht nur den Gutschein geschenkt hat, sondern auch quasi an den Gutschein geknüpft schon die Motivvorstellung war, dass wir uns gemeinsam ein Freundschaftstattoo stechen lassen. Und das fand ich auch eine sehr schöne Idee. Was ist das für uns geworden? Das ist das, was ich am Arm habe, dieses Herz mit dem Auge drin. Und das hat okay. er, also da habe ich am Oberarm außen stilisiertes Herz mit einem weinenden Auge drin und er hat quasi ein anatomisch korrektes Herz mit einem stilisierten Auge in der Mitte. Also wir haben so Puzzleteile. Okay, wild. Ja, Cool. wow. Genau, das fand ich auch sehr süß. Fand ich eine richtig gute Idee auch. Und Platz 3 ist ein Adventskalender, den ich letztes Jahr geschenkt gekriegt habe, von 2 richtig süßen Mäusen aus meiner Twitch-Community. Die wissen nämlich, dass ich die 3-Fragezeichen-Fan bin. Und die haben mir an die 3-Fragezeichen-Rätsel-Adventskalender geschickt. Und das war ein sehr großes Highlight, weil ich letztes Jahr gar keinen Adventskalender gehabt habe. Das habe ich dann erzählt im Stream. Und ein paar Tage später ist in meinem Briefkasten der Abholschein für das Paket und das war richtig, richtig süß. Du bist so ein Und- Arschloch. Warum? Ihr war die ganze Zeit gemeint, sie sagt uns an. Wir haben dir letztes Jahr auch einen geschenkt, weil du traurig warst. Und du hast gesagt, und da waren so 2 süße Mäuse. Und ich hab mir gedacht, mei, ist das nett jetzt. Ja. Aber ich verstehe es. Der mit den 3 Fragezeichen war schon auch cool. Ist okay. gut. Ist okay, es war ein richtiger Prank, aber es ist okay. Aber ich glaube, es war das Jahr davor, wo wir den Das geschenkt war haben. das Jahr in dem davor. Ausdruck. Möchte ich zu Ja. meiner Verteidigung sagen. Ja, Ja, Yvonne. alles gut. Ähm, Wenn wir schon bereit waren für unser Körnchen. ich habe schon gedacht, warum lachen sie so? Warum freuen sie sich so? Ich bin halt richtig unsympathisch in der Folge, wirklich. Oh, es tut mir leid. Jetzt sage ich mal, war das ich, Folge 4 und jetzt die Hüllen fallen. Ja, schön. Wir machen mal einfach schnell weiter mit meinen 3 Schlimmsten, weil also ich kann hier nicht mehr gewinnen. Auf Platz 3 bei meinen schlimmsten Geschenke ist eins, das ich gemacht habe, beziehungsweise es sind ganz viele, die ich gemacht habe. Ich war als Kind sehr uninspiriert und habe sehr oft meine Eltern einfach nur Gutscheine für irgendwas geschenkt und dafür möchte ich mich hiermit ausdrücklich entschuldigen. Ich hoffe, ihr findet die Gutscheine niemals und löst sie ja niemals ein, weil dann muss ich ziemlich oft Rasenmann und Fenster putzen und da habe ich wenig Lust drauf, sagen wir es mal so. Aber das tut mir sehr leid. Ich finde generell Gutscheine immer so schwierig, aber vor allem, wenn es halt so Sachen sind wie, da ramme ich dann einmal das Wohnzimmer auf. Ganz bestimmt. Ganz Ja. bestimmt. Aber Eltern sind ja dumm, dass die das nie einlösen, oder? Meine Mama Ja, hat finde jetzt ich. letztes Mal zu mir gesagt, sie hat eine Schachtel gefunden mit ganz viel Gutscheine drin und da ist Schwitzen angefangen. Da habe ich gesagt, Ja, also Silvia, lös Ei.
Absolut. Ja, mal schauen, ob die noch gültig sind. Du, das darf nicht verfallen. Das hat mir das letzte Mal erst ein Besoffener verzeiht. Aha. Ja gut, dann. Und der muss wissen. Es ging zwar gerade auch ein bisschen um was anderes, aber er hat es trotzdem dann gesagt. Gut. Ich hoffe, meine Mama hat das nicht mitgekriegt. Auf Platz 2 der schlechtesten Geschenke ist ein Geschenk, das ich gemacht habe, und zwar an mich selber aus Versehen. Wir haben nämlich ein Jahr an Weihnachten beschlossen, wir machen die Tradition des Julklappsacks. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was? Julklappsack. Ich weiß nicht, aus welchem Land das kommt, aber man hat da so einen großen Jutebeutel, jeder kauft ein Geschenk, tut es in den Beutel und jeder zirkt dann eins wieder raus. Und ich habe mein Geschenk in diesen Beutel getan und habe natürlich auch mein eigens wieder gezogen. Es war an sich kein schlechtes Geschenk, aber es war einfach ein bisschen, naja gut, dann hast du halt das, was du da eigentlich da hast. Das war ein Lasch, so ein Geschenkset von Lasch. Da war, glaube ich, Badebomben drin oder Seife und ein Duschgel. War schon okay, aber es war halt auch ein bisschen so, ja, toll. Irgendwie hat das keiner bedacht, dass man da ja auch sein eigens wieder rausziehen kann. Und auf Ja, Platz nett. 1, ja, ganz nett. Auf Platz 1, da möchte ich mich auch nochmal bei meiner Mama entschuldigen. Das ist nämlich ein Geschenk, das ich ihr gemacht habe. Und das ist mir auch so peinlich noch im Nachhinein, weil ich total vergessen habe, für meine Mama ein Weihnachtsgeschenk zum Kaufen. Und mir ist dann am 24. Dezember eingefallen, scheiße, du hast nichts für deine Mama. Und dann habe ich meinen Papa abbettelt, dass er mich noch schnell in den Supermarkt fährt, damit ich irgendwas kaufen kann. Und in dem Kaff, wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin, hat es bloß einen Supermarkt gegeben und der hat bloß so eine Mini-Chibo-Abteilung gehabt, wo es irgendwas geben hätte können. Und dann habe ich ihr so eine räudige Chibo-Uhr für einen Zehner gekauft und habe ihr die geschenkt. Und meine Mama, der absolute Engel, der sie ist, hat die auspackt und hat sie gefreut und hat sie nicht ankennen lassen. Ob's, also das wahrscheinlich gedacht hat, naja, weiß ich jetzt nicht, so viel Gedanken hat sie mein Kind da nicht gemacht. Aber ja, das ist mir immer noch unangenehm. Weil ich finde, gerade Mütter, die tragen ja das Größte dazu bei, dass das Weihnachtsfest so schön ist. Und ich finde, gerade die haben es einfach verdient, dass man das ein bisschen würdigt und denen dann auch was Schönes schenkt an Weihnachten. Und da, habe ich ein schlechtes Gewissen immer nur im Nachhinein. Ja, das fühle ich sehr. Ja, es tut mir leid, Verena, aber Dreis und ich haben nicht nur Scheidenpilze und hängende Augen gemeinsam, sondern auch ein paar Punkte überschneiden sie da schon wieder. Ihr nervt. Aber wir haben auch gemeinsam, dass wir dich lieben. Oh, hast du das gehört, Verena? Ja. Ach ja. Also, bei mir, der besten Geschenke, die ich jemals gekriegt habe, weil da darf ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwelche nicht sauguten gemacht habe, die wo jetzt eine sind. Also, nicht, dass ich schlecht schenke, Gott bewahre. Aber ich möchte trotzdem uneigennützig. Ich bin nicht hier Eigenwerbung machen, gell? Und deswegen, was ich gekriegt habe, auf Platz 3. Ich habe nie Taschengeld gekriegt. Und deswegen waren Geburtstage und Weihnachten sehr wichtig für mich, damit ich wieder horten kann am Bargeld, weil ich hab Bargeld sehr, sehr verehrt. Und der schlimmste Tag für mich im Jahr war der Weltspartag, wo man dann sein Bargeld auf Bank bringen jetzt, und damit man so ein geschissenes kleines Geschenk kriegt und einen Luftballon. Also ob ich meinen Reichtum für einen scheiß Luftballon hergebe. Also da war ich jedes Jahr sauer. Da hat es ein Theater gegeben vom Feinsten. Meine Mama hat dann immer gesagt, ja, aber das gehört doch dir trotzdem, das Geld. Wenn das nicht sicher in meinem Schrank verwahrt ist, da bin ich Reichsbürgerin. Dann zählt das überhaupt nicht. Naja, daher habe ich mich selber Geld gefreut. Dann auf Platz 2 ist tatsächlich bei mir auch Festivalkarten. Auch genauso wie bei dir. Zum 18. Geburtstag habe ich mir erst die Festivalkarten geschenkt gekriegt. Und war einfach hin und weg, weil da halt die Bands meiner Jugend gekommen sind, die ich so geil gefunden habe. Blink-182, Ärzte, Jennifer Rostock, KIZ, da wäre es dann richtig aufgefahren und habe mich total gefreut. Und auch als ich dann auf dem Festival war, auf dem Southside Festival, fand ich ja alles cool da. Also alles war lustig, alle anderen Leute waren lustig und so. Und jetzt, wenn ich jetzt über den Campingplatz gehe, dann denke ich mir, weg. Menschen,
Aber da habe ich das alles ganz, ganz, ganz toll gefunden. Das war echt ein super Geschenk. Und auf Platz 1, das war kein Geburtstag, es war auch nicht Weihnachten, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Gegenstand in meinem Leben so sehr geliebt habe wie das. Und zwar ist das mein E-Piano. Das habe ich mit 8 gekriegt. Sind wir zusammen ins Musikgeschäft gegangen und dann hat meine Mama mir erzählt, dass ich dann gesagt habe, das nehmen wir. Der kleine Scheiße entscheidet darüber, dass die Eltern jetzt 800 Euro zahlen. Aber das war dann schon am ersten Abend, wo das bei uns daheim war. Ich habe noch gar nicht Klavier spielen können, habe ich mich den ganzen Abend damit beschäftigt und es gibt echt wenig auf dieser Welt, wo es mir so viel Spaß macht wie Klavierspielen. Und mittlerweile habe ich mir jetzt, weil ich jetzt ja doch eine professionelle Musikerin bin, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber habe ich mir gedacht, ich gönne mir jetzt mal ein richtig, richtig gutes E-Piano und jetzt spiele ich das andere nicht mehr und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen und ich glaube, ich muss jetzt auch ein bisschen leiser reden, weil es ist nur in der Nähe. Also dieses E-Piano war wirklich das Beste, was ich jemals gekriegt habe. Schön. Und zu den schlimmsten Geschenke. Da fällt mir auch passend zur Zeit ein Adventstreffen noch ein. Also das ist nicht mir selber passiert, aber das hatte ich mit meinen Freunden noch vor ein paar Jahren. Und wir haben uns alle gegenseitig Geschenke schon mal mitgebracht. Und es hat aber jeder erst Weihnachten halt öffnen sollen. Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber meine Freundin Mia hat dann irgendwann gesagt, sie findet Geschenke scheiße, die so sind wie so Winkekatzen oder sowas. Also mit sowas kann sie überhaupt nichts anfangen. Das ist ja ein totaler Schmarrn. Und dann ist meine Freundin Jasmin schon ein bisschen kasig geworden. Und dann hat sie mir, als wir kurz allein waren, gesagt, dass der Mia ihr Geschenk eine Winkekatze ist, dass sie ihre Winkekatze verwackelt hat. Und sie dachte, dass Mia so ein Mensch ist, der das lustig findet. Das war sehr unangenehm. Aber was für ein Zufall, oder? Ja. Oh Gott. Ja, also Jasmin hat das Thema auch nicht angeschnitten oder so. Also das war echt weird. Naja, meine persönlichen Plätze. Und da hätte ich zum Beispiel jetzt auch eben die Gutscheine gehabt. Mit einmal bügeln oder so. Da hoffe ich auch nach wie vor, dass Staubsaugen nie eingelöst wird. Aber ich nenne jetzt was anderes, damit wir uns nicht überschneiden. Und zwar kriege ich regelmäßig getragene Mützen von Fans geschenkt. Also die vorher selber aufgehabt haben. Eine Fansine hat auch mal gemeint, ja, ich mag das halt, wenn ich was herschenke, was vorher mir gehört hat. Und in dem Moment, versteht's mir nicht falsch, denke ich mir immer, ist das lieb. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich so unhygienisch und kreislig. Und jetzt denkt sie vielleicht übertreiben, aber ich habe erst letzten Samstag wieder eine geschenkt gekriegt. Echt? Warum schaust du so da verloren aus? Nein, er wollte mit meiner Mützen tauschen. Alles gut. Ach so. Aber das meine ich ja, also Ja, war's halt. im ersten Impuls, mir graust ja auch nicht von meinen Fans an sich, aber irgendwie getragene Mützen verschenken ist doch irgendwie nichts. Naja, macht's weiter. Ich freue mich doch trotzdem, ihr merkt es schon. Dann auf Platz 2 habe ich, als ich 18 war, meinem Freund 5 Kollega-Alben brannt. Und weil ich da so ein Fan war von dem Rapper. Und ich habe mir gedacht, dass das ganz, ganz, ganz sexy war, wenn ich da vorher so Nikolaus-Dessous anziehen darf und damit ein sexy Shooting machen darf. Und habe das halt quasi dann so vorne und hinten eingetan in die CDs, aber der hat halt Weihnachten bei sich daheim gefeiert und hat das halt vor seiner Mama und seinem Stiefvater aufgemacht. Und da habe ich mich gerne eingeräumt. Unangenehm. Und auf Platz 1 der schlimmsten Geschenke, die ich jemals geschenkt habe, und da geht es mal mit dir raus, das war auch so, da habe ich irgendwie auch nicht gewusst, was ich herschenken soll. Ich glaube, da war ich 13. Und mit 13 hat man halt auch nicht viel Geld. Und dann muss man sich das alles aufteilen, dass man halt alle was schenkt und keine Ahnung was. Und dann war halt nicht mehr so viel Geld über. Und dann habe ich meinem Papa eine Rasiercreme gekauft. Und der nimmt nicht einmal eine Rasiercreme her. Und ich weiß noch, wie er das so gespannt aufbackelt hat. So, ja, was ist denn da drin? Und
Und dann war es eine Rasiercreme und dann ist so viel gestorben in seinem Gesicht. Oh nein. Oh. Das tut mir so leid. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt noch weiß, aber es tut mir so unfassbar leid. Nachhaltig. Das war wirklich das schlechteste Geschenk, das ich jemals gemacht habe. Und ja, dafür muss ich meinem Papa auf jeden Fall dieses Jahr nochmal wieder was Schönes schenken. Was extra Schönes. Wenn ich da wieder dran Mach's denke. wieder gut. Ja, wobei mein Papa ja, seitdem ich klar war, immer gesagt hat, jedes Jahr, ich wünsche mir eine Yacht. Dann war so, ja, danke, Vater. Passt. Kriegst. Ich darf so lieben, wenn du eines Tages dir das leisten kannst und ihm einfach eine Yacht hinstellst. Ja, davon träume ich auch noch. Weil da war ich als Kind schon oft fertig mit der Welt, weil ich mir gedacht habe, ich kann keine Yacht kaufen, Hilfe. Aber ja, mal schauen, vielleicht ja irgendwann. Naja, mein Geschenk an euch, liebe Wellensittiche, ist, dass ich die 2 jetzt nur mal an mein Postfach lasse. Ich weiß, ihr liebt das sehr. Und ich habe halt sehr, sehr besinnliche Nachrichten für euch dabei. Vielleicht wird es gar nicht so lustig, vielleicht wird es einfach nur sehr, sehr romantisch jetzt. Hier kommt für euch Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. LG Herbert. Liebesbriefe. Dann schaut's doch gern mal, was mir die werten Herren so geschrieben haben. Der Alexander schreibt, Anja Bavaria, darf ich dich mal was fragen? Bitte, 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 bitte antworte. Anja, du hast schöne Haare. Anja, du hast ein schönes Dirndl an. Anja, ich finde dich sehr, 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 sehr süß und hübsch. Hallo Anja. Guten Nacht, Anja. Antworte bitte, bitte. Ich habe einen Florian. Hallo Anja. Ich finde dich sehr sympathisch und würde gern mehr über dich erfahren. Wie wäre es mit einem lustigen Abend mit leckeren Cocktails oder einem Treffen auf einen Latte Macchiato? Du bist natürlich eingeladen und nichts verpflichtet, außer gute Laune mitzubringen. Da war es mir ja schon vergangen. Bring keine gute Laune mit. Es geht noch weiter. Es geht sehr lang weiter. Es ging über mehrere Tage. Wir können auch gerne was essen gehen, wenn dir das lieber ist. LG Florian. Dann am Abend. Hey, ich bin zwar bekennender Fleischfresser, aber keine Angst. Wenn wir in ein Restaurant gehen, brauchst du dir keine Sorgen machen, dass ich dich beißen könnte. Zumindest solange wir nicht in ein vegetarisches Restaurant gehen. Das wird immer cringiger. Dann wieder ein bisschen später. Okay, du magst also keine Cocktails und gehst auch nicht gerne essen. Lass mich mal überlegen, was uns beiden Spaß machen könnte. Ich hab's. Wollen wir zusammen meine Steuererklärung machen? Das finde ich fast schon wieder sympathisch. Ich dachte besser finde, dass meine Steuererklärung ohne mich machen. Ja. Naja, eine Stunde später ist Folgendes passiert. Gut, wenn du mal wieder Bedarf an einem gut aussehenden Typen hast, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, eine Granate im Bett ist, gut zuhören kann und seines Zeichen ein begehrter Singer ist, dann kann ich dir gerne seine Nummer besorgen. Na, er ist bescheiden, kurz nichts sagen. Das hast du noch an. Ja, aber ich mach's ganz kurz. Es sind nur 2 Nachrichten. Die erste ist Hi. Die zweite ist zeig mal Titten. Und ich finde, Ach so, ja, wenn es mir so fragst. höflich nachgefragt, kannst du nichts sagen. Shit. Ja, was Ähnliches? Der bayerische Dialekt macht dich sehr sexy. Stöhnst du auch auf Bayerisch? Ih. Ich habe das, als ich die Nachricht damals gekriegt habe, auch schon in meiner Story thematisiert, weil ich habe mir dann auch gefragt, wie man auf Bayerisch stöhnen soll. Und Ja. ich habe einfach geraten, dass vielleicht so klingt.
Ja. Hättet ihr vielleicht auch noch einen bayerischen Stöhner für uns? Weißbier. Aber das ist ja nicht Stöhnen. Aber ja, doch. Ist Dirty Talk. Das ist der Dirty Talk, der mir auf jeden Fall anspricht. Ich hätte nur eine Frage, die mich tatsächlich auch brennend interessiert. Du hast da in deiner Story gepostet, dass dein neuer Song draußen ist, der Resi heißt. Und jemand hat dir auf Instagram geschrieben und gefragt, was heißt Resi? Und da ich gern sagen, ich bin's. Grüß dich. Ich bin eine Resi. Der Marc Eckers hat mich letztes Mal auch gefragt, was ein Resi ist. Ja. Geile Alte. Hey, du wunderschöner Engel. Könntest du dir vorstellen, dich in sexy schwarzen High Heels auf Skype vor der Cam zu zeigen? Müsstest dich dabei auch nicht ausziehen oder so und dein Gesicht musst du natürlich nicht zeigen, wenn du das nicht möchtest und würdest auch 100 € dafür bekommen. So nämlich. Ach, da ist der 100er letztes Mal hergekommen, Anja. Deswegen hast du da unten geschmissen. Ich wollte euch jetzt indirekt sagen, ja. Meine nächste Nachricht war, hallo, kann ich wichsen auf Ihre Bilder? Sie haben nichts dagegen. Und da möchte ich sagen, wie können Leute nur glauben, Romantik ist tot? Das ist doch, also, was willst du mehr? Ich finde es gut, dass er Traum. mich gesiezt hat, wenigstens. Ja, Ja, Respekt ist da, kannst du nicht sagen. Ja, auch dass er vorher gefragt hat, weil das interessiert mich natürlich brennend. ich habe nur einen. Und zwar, hi, lustig heute oder morgen in echt für mich von einem Pferd, in Klammern Hengst, ficken zu lassen? What? Hey, ich hab mir gedacht, weil Weihnachten ist, nehme ich echt so richtig besinnliche Nachrichten halt mit. Wow, na schön. Das ist krass. Das ist ja übel. Bäh. Wie man drauf, also erstmal, what the fuck? Und dann zum Denken, ich habe diese Gedanken, die sind nicht in Ordnung, aber ich frage mal jemand anderen, den ich nicht kenne, vielleicht ist die ja dabei. Das, also, Ja. Ja, na, leicht schön. haut's ja hin. Ja, Bäh. widerlich. Das einzige Pferd, von dem ich mich ficken lasse, ist Verena. Das ist Nimm das, Hengst. Ich habe auch noch was Wundervolles, das mich sehr gefreut. ja. Du bist ein Hässlon. Deine Stimme ist ekelhaft. Wer kennt nicht den Hässlon aus dem Oberland? Ja, ich habe mir gedacht, also ich bringe halt richtig viel Besinnlichkeit mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Doch, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, voll. So was Grintiges habe ich noch nie gesehen. Achso, du bist immer nur bei meinem Äußeren. Das war nicht auf die Nachricht bezogen. Hey, wir wurden halt schon beleidigt im Internet. Da wollte uns schon jemand fertig machen und hat halt irgendwie sowas aufgezählt, was an uns schier ist, aber er hat nicht gesagt, also was für er seiner Meinung nach an uns schier ist, aber er hat nicht gesagt, wen er damit genau meint von uns drei. Und er hat auf jeden Fall über eine geschrieben, dass sie dicke Lippen hat. Und ich hab mir gedacht, oh mein Gott, vielleicht meint er mich für das Kompliment. Wir werden ja alle drei größere Lippen haben, also von dem her. Er hat auf jeden Fall einer von uns Darf man drei nicht auch sagen? ein Kompliment gemacht und weil wir haben ja alle drei natürliche Lippen, also ich weiß jetzt nicht, was soll man jetzt mit der Info? Ja gut, Leute. An dieser Stelle, da die sagen, wir haben es wieder für heute, oder? Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Lasst euch auf jeden Fall nicht ärgern. Ich habe eine gute Taktik bei Familienfeiern. Und zwar, wenn ihr euch irgendwie aufregen müsst und ihr euch denkt, jetzt möchte ich gern was sagen, jetzt möchte ich aber schon gern was sagen dagegen, dann nehmt einfach einen Schluck Wein. Dann habt ihr nämlich einen richtig spaßigen Abend und ihr bewahrt auch den Frieden. In diesem Sinne. Bussi geht auf jeden Fall auch raus an Olli, für die Weihnachtszeit nicht so geil ist. Wir denken an euch. Halt's durch,
macht es euch trotzdem irgendwie schön, wenn es geht. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin versorgt uns mit Kerndeln in Wortform. Auch gerne Geldform. Bargeld. Und in 5-Sterne-Bewertungen. Bis dann. Für euch. Servus. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.